Goedemorgen. Ik freue mich van jou om hier met YouTube te zijn. En met YouTube te checken wat God van jou te zeggen heeft. En ik denk aan Rijtmerken, waar te een verzameling te reden. Dan denkt hij manchmal even nur, wat zal hij reden? Wat heeft God van jou te zeggen? Dan denkt hij even nu, er waren vielleicht 25 jaar gezeten in Harchen, er waren 40 jaar gezeten, 30 jaar, 70, 80. Wat immer de age door zijn, die kunnen ook alle verschillende Meinungen haben, verschiedene Weidel, verschiedene struggles, wat immer. Dat kan alle verschieden zijn van een naar de andere. Wat is het dan, wat wordt goed zijn van te reden? Wat zal einer? Wat wil God dat ik zal reden? We hebben alle verschiedene Verlangens an uns, wo wir den gleichen Hand waschen. Wir sind verschieden. Unsere Versicherungen, wo wir non ran, wo wir versagt worden, die sind verschieden von einer Person oder andere. Und wir haben auch alle verschiedene Troubles. Wir können nicht, wir haben nicht überein. Einer hat gesundheitliche Troubles, der nächste hat jährliche Troubles, der nächste ist zweifelig. Sam an Gebungenheiten, was immer. Das sind verschiedene Dinge, wo wir mit zu tun haben. Und der nächste, das seht ihr vielleicht das ganz viel verschiedene Frieden, was ihr belebt habt mit Gott. Some von uns fehlt vielleicht zu trösten. Wir sind irgendwo durchgekommen, uns fehlen uns bedrückt, uns fehlt Trost. Vielleicht ist some von uns, da fehlt help, dass somebody würde uns kommen helfen mit ein oder anderen Ding. Wir werden uns vielleicht gleich von zu reden, aber uns fehlt Help. Wir sehen das all, dass uns für Help fehlt. Was von uns sitzen hier vielleicht und haben Angst, wenn wir denken an die Zukunft, wo wird es hingehen? Was wird passieren? Some von uns, wir sitzen hier vielleicht und wünschen uns von uns mal traurig gewesen oder mal gewesen, was wirklich das Ding ist, was ich soll tun. Du bist vielleicht hier und denkst, das ist gut, dass kein anderer weiß, wo mir das wirklich geht. Ich weiß selbst, das ist gut, dass kein anderer weiß. All diese Gedanken, die können hier in dieser Versammlung sein. Und all diese Gedanken fehlt, dass somewhere wird mal von dir reden. Oder was von dir mitteilen. Wo weiß ich, dass du hier mit ein oder mit dem anderen sitzen das von dir und wirst gleich eine Lösung zu haben über dort. Wo weiß ich dort? Well, dort weiß ich nicht. Da kann ich nicht weiter. Und das ist auch sehr fein. Aber danach, Gott sein Wort hat für all dort eine Antwort. Und das macht wie von verschiedenen Wegen durch sein Namen zu kommen. Edward Clusen sagt gestern, wir haben von Jünter gewarnt, er sagt, dass wir viel in Europa rumgereist und hat große schmackige Gebiete, wo wir bin gewarnt. Aber was sagt er dann heran? Die werden jährlich tot. Die werden jährlich tot. Und dann sagt er, was heran, was nach Norden kommt, dann sagt er, in some von dort, das schlaft Eva hier an, ram ans. Vielleicht sogar, was an uns ähnlich. Dort seht er nicht, aber dort für meine Gedanken dann handrehen. So, wenn wir an dort alle denken, dann, wo steht es mit mir? Was wo sein Akt von dir? Mit dit alle gedacht, dann dachte ich an, ich will mal ein bisschen lesen aus Lukas 4. Kapitel und dann von dir im Allerbund gehen. Aber ehe wir das lesen, dann wir uns hoffen zum Beten. Vor den Himmel, wir kommen hier für dich und wir freuen an deine Offenbarung von deinem Wort. Dass du von dir uns kannst zu uns reden, dass wir können offener Hort haben und all diese Needs, was hier ram uns sind oder hier für uns sind, dass wir können Antwort kriegen für das. Und dass dein Willen was kann verherrlicht werden und dass wir können mit Frieden
die Kinder zijn en die nu volgen en die dein. Voor ik wil die danken prijzen voor dat wat u voor ons zijn was in Jezus zijn naam. Amen. Lukas, dat 4. kapitel en vers 14. Eier hij dit gezegd, dat als wo hij, dat 4. kapitel vangt aan met wo Jezus in de wildnis nange gaan weer, wo hij vom Teufel versucht wordt. En als hij dan terugkomt, in de 14e vers zegt het, Jezus kwam en den Heiligen Geest in de kracht terug naar Galilea. So hij kwam vanuit de Wüste, wo hij versucht worden weer, en kwam terug naar Galilea in de zee met kracht vom Heiligen Geest. Dat is dat hij terugkomt daar. We weten, hij ging in de Judenschule en hij leerde. Hij werd zich gewend. Am zondag ging hij in de schule en er weekend zijn in de kerk. En daar werd aan de schrift gegeven van profeten Jesaja. En dan ving hij daar aan te lezen. En dan las hij wat Jesaja 61 geschreven werd. En nu werden we ons doorheen, aber ich will hier ein paar Versen mehr lesen. In Vers 18 in Lukas 4, da sagt er, den Herrn sein Geist ruht auf mich. Wir lesen jetzt in 14. Vers, dass er kam in Gott seine Kraft, in den Heiligen Geist seine Kraft trägt. Und hier sagt er, den Herrn sein Geist ruht auf mich. Weil er hat mich gewählt, der Arme das Evangelium zu predigen, er hat mich geschickt, damit in gebrochenen Hart zu heilen, de vastgenommenen te predigen dat ze vrij en los zijn, en de blinden dat ze zijn kunnen, en die in je direct zijn vrij te stellen, en te zeggen dat God zijn genade jou is nu hier. Dan moet hij dat buik toe en geeft deine dat terug en zet zich doel en alle man en de schuld kijkt naar aan. En hij zegt te aan, van jou is deze schrift erfüllt, zoals je gehoord hebt. Hier heeft hij zich te erkennen, wie hij weer. En hij gaat terug, hij zegt niet bloos, dit is wie ik zijn, of dit zal je toch mal zijn kunnen wie ik zijn. Maar hij zegt, kijk, dit is al dan gezegd worden. En nu werden we ons draaien naar Jesaja, 61. kapitel. En de Eberschrift doorzegt het, de Herr wordt raden. De titel voor deze message, dacht ik, wordt deze week een goede titel zijn. Maar al die troubles en verzekeringen en wat immer we beleven, daar is een antwoord. En de titel is, de Herr wil helpen. De Herr wil helpen. Dat is zijn verlangen. Hij zit mee in die en de verschillende steden waar ik nu zijn. En de verschillende troubles gaan zijn. Er verzekeringen, er wat immer ons schwer ist, wo wir nicht gleich sein können, das wo Gott mir in die sein wird. Hij zit nicht den Schmackermann an Sonntagvormittag in der Kirche oder den Schmacker früh an Sonntagvormittag in der Kirche. Hij zit uns, wo uns das am Hart wirklich gehen wird. Und dort ist, was sein Verlangen ist, uns zu fällen oder zu geben, damit wir können glücklich sein. Und wenn wir uns mal anfangen zu lesen, in Jesaja 61, Vers 1 sagt es, Gott, den Herrn sein Geist ist auf mich gekommen. Das las er da und so. Und dann sagt er, dass ich dort daunen kann, wo der Herr mich gesalbt hat. Er schickt mir nur die leiden. Er schickt mir nur die leiden da. Und dass ich an die gute Nachricht bringe. So das ist eine Nachricht für die, die leiden da. Nur die durch was schwerer gehen. Dat ik aan Mut spreek. So, wenn ich in die Dag wat schwerer gaan, dann Jesus es door te mij in die Mut spreek. Dat ik de vastgenommene zij kan loskomen. En vrij worden van dat wat aanbindt. So, dit is wat Jesus van jou en mij in die zijn wil. Wenn ik en du irgendwo vast zijn met een gedanken, oder met een schwere zaak, dan zegt Jesus hier, ik wil dir dat zijn, du hast een Weg der Rüt. Du brauchst nicht zu bleiben. Du kannst loskommen von den schweren Sachen. Du kannst Gott dir anvertrauen. Er will uns halten, der drehen. Wir dürfen nicht allein mit dieser Sache rumgehen.
Hij zegt, wanneer du wil vast zijn, du hast een Weg loszukommen. Und dann würden unsere Gedanken vielleicht in verschiedene Wege gehen. Und wenn ich denke an mein Leben, da wären Dinge in meinem Leben, die wäre ich bloß so fast an. Und ich würde nicht so am Wild sein, aber ich will bloß durch, ich würde gebunden. Jesus sagt, ich bin gekommen, ich will dir das sagen, du durchgehst, du fast bleiben, du hast einen Weg loszukommen. Ich bin gekommen, die loszuhalten, die du fast sind. Und dort kann in ganz verschiedene Wege gehen, und dort kann Krieg in deine Leben gehen, wo du fühlst, dass du meist nicht eine Ändernis hast, oder dass du meist nicht wiederkommt mit deinem Leben, oder dass du nicht jässlich fühlst, oder was immer das ist. Jesus sagt, ich will dir das von dir sagen, du kannst frei werden. Du kannst loskommen von diesen schweren Sachen. Du brauchst nicht zu bleiben. Du kannst einer von denen sein, der froh und freudig im Herrn leben wird. Und dann in der zweiten Vers sagt er, ich soll bekannt geben. So hier sagt er, ich soll bekannt geben. So das erste Wort bekannt zu geben, und dann sagt er, dass das Jahr von den Herrn seine Gnade und der Tag, wo Gott den Sinn bestraft, nu anfängt. Dass all der Trost jaft, wird nu treuer. Maar dan zeg je, de Sinn bestraft worden. Wat wil hij ons met dit zeggen? Ich weiß nicht, als ich das Krieg verstehen kann, was der Krieg will sein. Aber der Sinn wird bestraft worden. Und das hat Gott an Jesus Christus getan. Und Jesus kam auf die Erde ab. Und er nahm unsere Sinn auf. Wir hatten gleich einen Weg, das zu betrauen. Wir hatten keinen Weg. Wir würden haben müssen mit dem Sinn verloren gehen. Aber Jesus kam nach die Erde. Und er sagt, du bist gebunden an deinen Sinn. Du kannst doch los. Aber komm zu mir. Ich kann dich loshalten von dort. Ich kann dir dort geben, dass du kannst frei werden. Dass du kannst los sein. Das ist, was in ersten Vers sein wird. Und der Sinn ist betont. Ich und du können das annehmen, dass er betont ist in diesem Glauben leben, dass der Sinn betont ist. Oder du kannst sagen, ich will mich damit weiten, wo der Sinn selbst betont. Aber was haben wir zum den Sinn betont? Wir haben nicht. Wir kennen das gar nicht. Dann meint das, dass wir wollen nicht bei Gott sein in Ewigkeit. Entweder wir nehmen das an, was Jesus getan hat, und glauben, dass er uns das loshalten kann, oder wir wollen versuchen, das selbst zu tun. Und wenn wir das wollen versuchen, selbst zu tun, dann wird nicht schaffen. Das wird nicht schaffen. Wenn wir gucken dann in 2. Korinther, das 10. Kapitel, hier redet er von meist derselben Dinge. Wir haben uns da mal ein paar Vers lesen. In 2. Korinther, 10. Kapitel, Vers 4. Hier redet von Bereitschaft, was wir zum Kämpfen brauchen in uns Leben. Sagt, die Bereitschaft, dass wir zum Kämpfen brauchen, stammt nicht von dieser Welt, so dann stammt das von Gott, wenn es nicht von dieser Welt ist. Das wird das sein, das stammt von Gott. Und deswegen hat das eine Gotteskraft an sich, das kann jährliche Denken, das falsch und sehr falsch ist, nicht mehr. Mit dort, was Gott uns zum Kämpfen stellt, merken wir alle Gedanken zu nichts und alles, was hoch und fromm utlässt, aber uns hindert, Gott besser kennenzulernen. Wir nehmen alle Gedanken fast, dass die Christus gehorchen machen. In anderen Worten, wir gehen nach Jesus in seinen Arm, wo uns das geht, wo wir fühlen, was uns schwer ist, was uns drecken wird. Und an dem, dass wir dort tun, merken wir dort fast, dass nicht uns fleischliche Gedanken im Drehen bleiben können. Dass die uns irgendwo anleiten tun. Und dann in der 6. Vers, du sagst, es ist das. Wir sind bereit, alles, was ungehorsam ist, und dort haben wir dann diese Weise sein, ungehorsam ist gegen Gott sein Willen, gegen Gott sein Wort. All dort sind wir wirklich zu bestrafen. In anderen Worten, wir sind wirklich dort oft zu sein. Wir sind wirklich die Konsequenzen zu drehen für den Sinn, was wir getan haben. Oder dort, was wir in Ungehorsam gelebt haben. Wir sind wirklich diese Strafe anzunehmen. Zu drehen dort. Yes, Jesus hat uns vergeben.
Wir dürfen nicht verloren gehen wegen dort. Aber viele sind haben Konsequenzen. Der hat Folgen von dort, was wir getan haben. So dann sagt es hier, wir sind bereit, alles, was ungehorsam ist, zu strafen, wenn wir erst ganz gehorsam geworden sind. So, wir sind wirklich das anzunehmen. Und das können wir noch eine andere Seite haben, bedienen, dass wir wirklich sind, die Verantwortung abzunehmen, was wir an das haben, was Gott uns gegeben hat, an seinen Willen zu leben. Was reich ist, nur zu folgen, und was reich ist, oft zu sein. Für unsere Familien, für unsere Umgebung, reich zu sein, zum Halten, Bittefunden, wo immer es geht. 3 Jesaja 61. Hier seht, in Lukas lesen wir, dass Jesus die Versen lesen sagt, dit ist nu erfüllt, dit ist nu so, als das, was nu vandaag gekommen ist, was gesagt worden ist, dass wir können frei werden. Und dann in der 3. Vers sagt es, der Herr ist dort, der in Zion wohnt. Der Herr sagt, dass die in Zion wohnen, wollen was anständig in der Stadt Arsch auf dem Kopf haben. Was anständig in der Stadt Arsch auf dem Kopf. So, dann müssen wir 3 gehen und checken, was von der Zeit wird das als Jesaja das geschrieben hat, dass wir dann als das Volk in Nebuchadnezzar in Gefangenschaft wir. Und als sie dann anfangen zu kommen, oder als in der Zeit, das Jeremia das schrieb, Jesaja. Und er sagt, das Volk wird nu was anständig haben, und es steht Esel auf dem Kopf. Ein Esel auf dem Kopf, das bedeutet traurig sein, oder das bedeutet verspielt haben, das bedeutet unterdrückt sein von somebody else. Dort wird Teken, dann drehen sie Asche am Kopf, dann haben sie Esel am Kopf gestellt. Aber hier sagt es nu, die wird in Zion wohnen, die wollen was anständig haben, die wollen nicht unterdrückt sein, die wollen nicht unter andere Menschen gehen machen. Sagt es, in all aus zu ein Fass in der Stadt trüren bringen. Dort wird von an gesagt worden, dass sie aus Eken für das rechte anstehen. Und dass sie von Herren angeplant sind. Dass sie wissen, wo herrlich er ist. So das Vers wird uns klar sein, wenn wir nur Gott gehen mit dort, was uns schwer ist, oder mit all unsere Dinge nur arm gehen, er wird uns wohl handsagen, so als ein Ekenbaum. Ein Ekenbaum hört sich so, das ist ein starker Baum, das ist ein starker Halt, das verfüllt nicht leicht, das wird fallen. Und es sagt, der Herr wird uns so handstellen als ein Ekenbaum. Und das sagt nicht, dass wir uns durch eine Hand gestellt, das sagt der Herr, Gott hat uns durch Hand gestellt, dass wir so stehen können als ein Ekenbaum. Fast, der wird nicht leicht ausdrücken von Wind, der wird fast stehen. Und dann in der 4. Vers, der 3. Vers, der letzte Part sagte, dass sie wissen, wo herrlich er ist. In anderen Worten, dass wir als Menschen dort wollen bewiesen, wo Gott, was dort für ein herrlicher, ein heiliger Gott ist. Dort wird an mir und an die zu sein sein. Weil er hat mir und die wohin geplant, wann wir gehorsam geworden sind. Und dann in der 4. Vers sagt sie wollen ab das alte Fundament frisch bauen. Und das Abrichten wird in den Grund gebracht wird. Sie wollen die durchgebrochene Städte abbauen, was all Generationen verbrechen werden. Und hier können wir nu 3 gehen. Und die können vielleicht 3 wiesen. Jahren 3 hat mich bekehrt. Und ich habe den Herrn angenommen und habe versucht, am Not zu fallen. Und sind vielleicht ab einer oder anderen Stelle kalt geworden. Und mein Leben ist nicht mehr so wertvoll, als es wäre. Hier will uns das sagen, wir können 3 gehen, nur dort wir haben uns bekehrt. Wir können 3 gehen durch und sagen, dort, wo ich dann anfange, in Jesus sein Namen, dort will ich frisch leben. Was immer uns durchbringt, uns bringen will, wir können auf einmal abstehen und sagen, no, ich möchte dann Entscheidung, Jesus zu folgen. Und nun will ich dort leben.
En don't wat de omstandigheden rond zijn. En don't wanneer ik tussen elkaar een stoot gefehlt, een kartje komt zijn. Maar van nu aan leef ik waar dat. Ik ga vooraan, ik blijf niet door. Dit zegt hier op dat alle fundament. We weten dat het is ver, wat het napdienen dat is, wo Jeruzalem je was, wo de Schmakkerstad weer, wo de grote meer eraan weer, dat is wo Jesaja van reden dat. Maar we kunnen ons nemen gaan en we kunnen dan als ik entscheiden dat Jezus te volgen. Dat is werkelijk. Dat meende ik dan zo. Intussen zijn ik raufgekomen, het wijndoel gebrechen en dat wat ik dan toe zijn, wat ik wil hebben, zijn kracht in mij verloren en ik zijn doel gebrechen. Ik leid door. Zit verwilderd. Vielleicht al voor jaren. Of vielleicht is dat in onze Vervoeren, onze grootouderen, uw grootouderen, de hand moet sterk im Glauben geleefd. Maar we zijn irgendwo aufgekommen, een kalt geworden. Von der an op einmal kann dat zijn. Die hadden den rechten Grund. Aber ich bin weit aufgekommen davon. Ich will trainen den Grund, was Jesus leiden deed. Jesus sagt, ich bin gekommen, ich bin gekommen, die zu halten, die Lieden tun. Ich bin gekommen, die Nachricht zu geben, dass die, die gebunden sind, kann loskommen, die dürfen nicht durch gebunden liegen. Ich bin gekommen, das zu geben. Vers 5. Lied von anderen Völkern waren kommen, jene Schub werden. En Fremde waren jene Land für jene bearbeiten, en jene Weingottes besorgen. Andere waren en zeeën door van Haan, wat ik in du leven, en wat ik in du in Jezus Christus has. En dan de zesde vers zegt het, en die waren als den Herr zijn priester bekend zijn. Wat is een priester? Dat is einer, wat roet geven dat, wat reich stieren dat, wat halten dat, dat kan reich doen. Dat is wat een priester zal zijn. En dat zegt hier dat we waren die zijn. Ik en du waren deze priester zijn. We waren de rechten, we waren verzekerd de rechte roet te geven, dat dingen kunnen reich schaffen. En ik wil nog een vers lezen, ik kom niet ganz sterk, maar 8e vers, daar zegt het, en ik zie de Herr, dat gleich zaken rechtig durchzuführen. Gott sagt, ik ben de Herr en ik gleich dat, wanneer dingen worden reich durchgeführt. En dan wordt het kosten dat, maar wanneer dingen worden reich durchgeführt. Dat is wat ik gleichende, dat is wat Gott sagt. En ik wens dat we dat kunnen begrijpen, we kunnen voelen wat de Herr wil dat we zullen zijn, dat we zullen doen. En ik kan nog enige Geschichte vertellen. Zum Schlüten sagt een prediger funkt je met zijn jongens topflanks dorp en gaan ze op een stad voorbij en dan zeggen ze dat een oudere tante die heeft een grote arm verhaald en ze gaat al ganz kram en kan schwer gaan, maar ze heeft een grote arm verhaald en als die ik zal vielleicht nog een beetje bij Prediger Funk sagt, dass hij en zijn Vater en zijn broeder flink zu Gast kommen. Begehen sie die früh door. Steht Vater still en checkt een jongens een bed aan, checkt naar de vrouw en krijgen ze bijna voor het oor brand. Dan vragen de jongens, wat zal dit? Wie had je dat niet gedaan? Nou, dat krijgt wo wij dat je niet voor het oor hebt, dat je niet gedaan hebt. Kan je dat niet zijn, dat deze vrouw de houdt veel net? Zo, wanneer we willen gelijkelijk zijn en directions geven, dan moeten we op zijn en bijvoegen, zo goed als we kunnen. Mag God dit woord zegenen van jou.